Es ist Donnerstag, 16:30 Uhr. Johanna schreibt in die Small Group Telegram-Gruppe: Treffen wir uns heute wie immer, 20 Uhr? Wie immer impliziert doch, dass wir uns immer um 20 Uhr treffen. Ja, Johanna, wie immer. Ich freue mich auf dich. Gleicher Tag, 20 Uhr. Ein paar Leute sitzen um meinen Tisch. Ja, okay, 20:10 Uhr. 20:23 Uhr. Ein paar Leute sitzen um meinen Tisch und die Leitung stellt die erste Frage: Wie geht's euch denn? Ich sehe ein paar funkelnde Augen, darunter Irmgard. Irmgard denkt sich: Na, endlich fragt mal jemand und packt aus. Ich verdrehe die Augen. Hätte ich heute die Leitung, ich würde nur Fragen stellen, die man entweder mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Irmgard, geht's dir gut? Nein? Okay, dann machen wir weiter. Diese eine Frage aber, die Einladung zum Seelenauspacken, die Befeuerung der schon vorhandenen Ungeduld, die Spaltung des Meeres in gut gelaunt und ich bin donnerstags das größte Opfer. Hat man den Hahn einmal aufgedreht, bekommt man den nicht mehr so schnell wieder zu. Aber so eine Irmgard ist genauso hardcore wie ein Tierarzt. Beide wissen, wie man einschläfert. Ja. Aber es ist kein Witz. Ich habe es mal geschafft, 3 Leute in meiner Small Group zum Eindösen zu bringen. Ich meine, bei uns ist es ja schon lang, wenn Matthias Saladin in der ICF-Predigt seine 30 Minuten überzieht, aber ich habe sie mit einer 60-minütigen YouTube-Predigt ausgenockt. Aber so ein Small Group-Leader hat es ja auch nicht immer einfach, vor allem nicht mit Lena. Vielleicht hast du auch so eine Lena in der Gruppe, die sich denkt: Ach, heute ist wieder Small Group, heute lehnen wir uns zurück. Ja, Lena. Text vergessen? Danke. Wenn jeder einfach so durch die Gegend starrt und keiner mehr antwortet, dann entsteht so eine unbequeme Stille. Irmgard, bist du auf Klo? Aber ich mag ja die Initiativenleiter, die dann direkt jemanden ansprechen, um diese Stille zu unterbrechen. Tobias, was denkst du denn dazu? Ich auch. Ja, danke für nichts. Wie soll man denn so eine Gruppe in Bewegung bringen? Ich meine, Lena, Irmgard und Tobias sind ja wenigstens anwesend, aber dann gibt es noch so Kandidaten, die haben so eine Sonderstellung, so einen Schnupperstatus. Das ist geil für die, oder? Die sind jedes Mal zum ersten Mal da. Alle 7 Wochen. Das sind die gleichen, die 17 E-Mail-Adressen haben, um sich jedes Mal neu anmelden zu können, um ja kein Abo abschließen zu müssen. Aber es passiert so schnell, dass man diese Leute verliert. Ah ja, stimmt, heute war ja Small Group, aber ich habe mich mit meinem Hund zum Germany's Next Topmodel schauen verabredet. Sorry, kann nicht, bäm, und schon ist es passiert. Es ist Donnerstag, 21:30 Uhr. Die Ersten werden unruhig und wollen nach Hause. Nach einem abschließenden Amen atmet Tobias erleichtert auf. Während Lena nun plötzlich ganz frei und offen über ihr Leben erzählt, verabschiedet sich Johanna mit den Worten: Und nächste Woche dann, wie immer, 20 Uhr? Ja, Johanna, wie immer. Ich freue mich auf dich. Seit ich vor über 10 Jahren jetzt ins ICF Basel gekommen bin, hatte ich schon, glaube ich, 5 verschiedene Small Groups und ich kann mich an jedem dieser Punkte mal mehr, mal weniger wiederfinden. Meine letzte Small Group war mit ihr, mit Becky. Ich war ihre Small Group Leiterin. Deswegen nehme ich das auch gar nicht persönlich. Aber vielleicht fühlst du dich so ein bisschen ertappt an dem einen oder anderen Punkt. Du denkst ja, darauf habe ich irgendwie gar nicht so Bock. Vielleicht hast du gar keine Group und denkst, genau deshalb habe ich keine Group. Darauf habe ich überhaupt gar keine Lust. Das klingt irgendwie voll anstrengend. Der Dani hat vor ein paar Wochen, war ihr und hat Gründe reinrufen lassen, warum seid ihr in keiner Small Group? Und man durfte so reinschreien und da waren wirklich gute Sachen dabei. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust oder ich glaube, es war sogar in Basel, da hat jemand hier vorne gerufen, da wird immer über Gefühle geredet und ich kann es verstehen. So, ich werde manchmal selber nicht gern gefragt, wie geht's dir? Und dann will ich aber auch nicht die Antwort von anderen Leuten darauf hören, weil ich das dann eher so ein bisschen mühsam finde. Oder als Small Group Leiter, ich war lange auch Small Group Leiter, habe ich dann schon oft mir überlegt, hey, am Donnerstagabend möchte ich gerne die Predigt vom Sonntag vertiefen. Die war wahnsinnig gut und ich habe mir Fragen dazu überlegt. Das Problem war aber, dass die Hälfte meiner Group am Sonntag gar nicht im Gottesdienst war. Die haben das alles verpasst und dann stehe ich da und denke mir, ja okay, was machen wir jetzt? Die waren irgendwie, das Wetter war halt zu gut für Gottesdienst oder der Hamster hatte Geburtstag. Das ist immer so Dani seine Lieblingsausrede. Das Problem ist, je mehr du Kirche verpasst, desto weniger vermisst du sie. Und das gilt eben halt leider auch für Small Groups. Aber die Becky hat schon recht, Small Groups können
ganz schön nervig und anstrengend sein. Das ist übrigens auch in Kirche so. Kirche kann auch manchmal ganz schön nervig und anstrengend sein, weil da selbstzentrierte, selbstgefällige Menschen mit Meinungen drin sind wie ich, die genauso sind wie du. Und deswegen ist das nervig. Kirche ist nicht perfekt, allein weil ich schon drin bin. Meine Small Group ist nicht perfekt, allein weil ich schon drin bin. Und das ist auch nicht nur in Kirche so, das ist auch im Musikverein oder im Kaninchenzuchtclub. Und wir wären irgendwie naiv zu glauben, dass es in Kirche auch, wenn das in Kirche nicht so sein sollte, dass es da plötzlich menschelt oder dass es in deiner Small Group menschelt. Aber das ist eben auch, finde ich, keine universale Entschuldigung. Ich finde, wenn so eine Small Group zu so einer Befindlichkeitsgruppe oder Informationsaustauschrunde wird, dann bin ich raus. Dann finde ich Small Groups nicht nur anstrengend, sondern auch mega überflüssig und dann habe ich einfach andere Dinge zu tun. Warum brauchen wir dann Small Groups? Warum haben wir Small Groups und reden ständig darüber? Jetzt in den letzten paar Wochen machen wir das voll zum Thema. Wir haben ja jetzt schon ganz oft von den ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte gehört, dass es da heißt, ja, sie treffen sich eben nicht nur im Tempel, sondern auch in den Häusern. Und davon inspiriert steht es auch so in unserem Vision Statement, was du vorne beim Eingang lesen kannst. Da heißt es, die große Kirche wird durch kleine Gruppen, Small Groups, immer persönlicher. Wir brauchen die Gemeinschaft zu anderen Christen, die kleine Gemeinschaft, die kleinen Gruppen, Small Group Gemeinschaft zu anderen Christen, weil Gott möchte, dass wir zu erwachsenen Christen werden. Ich und du, wir sollen erwachsen werden im Glauben, wir sollen mündige Christen werden. Das heißt in Epheser 4, eben dann, wenn wir das sind, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Oder im Hebräer 5 schreibt der Autor an die Gemeinde, darüber hätten wir euch noch viel mehr zu sagen. Also er spricht vor darüber, dass Jesus der wahre Hohepriester ist, der Gehorsam von Gott gelernt hat und dass wir das auch sollen. Er sagt, darüber hätten wir euch noch viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen, aber tatsächlich seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener aber kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und das ist nicht das einzige Beispiel aus den Briefen. Die Briefe vom Neuen Testament sind voll davon. Vor allen Dingen Paulus spricht das immer wieder an in den Gemeinden. Sagt er ihnen, ihr sollt zu erwachsenen und mündigen Christen werden. Weil er sieht eben lauter so spirituelle Kleinkinder, die eigentlich gar keine mehr sein sollten. Die eigentlich erwachsen werden sollten, aber irgendwie schaffen sie es einfach nicht. Die hören nicht zu. Und wenn sie zuhören, dann haben sie kein Wort verstanden, was die Erwachsenen da reden. Eigentlich sollten sie den neuen Christen, also die so spirituellen Kleinkindstatus haben und noch Milch brauchen, denen sollten sie eigentlich helfen beim Wachsen, aber das schaffen sie nicht, weil sie selber nicht vorwärts kommen. Was bedeutet es denn, ein erwachsener Christ zu sein? Ich finde, darüber könnte man eine ganze Predigtreihe machen, können wir vielleicht mal machen, ich weiß nicht. Wir hatten ja vor kurzem mal die Galater-Serie und vielleicht erinnerst du dich noch dran, da heißt es, wer ein Zeichen von einem erwachsenen Christ ist, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirksam ist, dass der Heilige Geist wirkt. Und dann sind auch die Früchte vom Heiligen Geist in deinem Leben sichtbar, also Liebe, Geduld und Besonnenheit. Oder Jakobus 1 heißt es, wenn dein Glaube geprüft ist und standhaft geworden ist, dann ist das Zeichen von einem erwachsenen Christen. Von den 2 Briefen, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, bringe ich jetzt einfach 2 Punkte, die mir wichtig geworden sind. Und das erste ist Urteilsfähigkeit. Ein erwachsener Christ ist urteilsfähig. Das bedeutet, dass du einen Sinn dafür bekommst, was dem Evangelium entspricht und was auch eben nicht. Ein erwachsener Christ kann unterscheiden und kann beurteilen. Zwischen Gut und Böse heißt es da im Neuen Testament. Das bedeutet auch, dass du entscheiden kannst, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist und so dann Entscheidungen triffst. Übrigens, mein 4-jähriger Sohn denkt auch, dass er unterscheiden und beurteilen kann und dass er weiß, was gut für ihn ist. Aber er macht das aus dieser Linse von einem kleinen 4-jährigen Jungen, so wie er die Welt sieht, so wie er denkt und so wie er findet, dass es wichtig ist. Das ist nicht das, wovon die Bibel da spricht. Da heißt es geschulte Urteilsfähigkeit. Und der zweite Punkt ist Handlungsfähigkeit. Ein erwachsener Christ ist handlungsfähig. Das bedeutet, du hast eine Grundorientierung im Willen Gottes, die dich dazu führt, weise Entscheidungen zu treffen. Das heißt auch, du
du kennst dein Maß an Glaube und Gaben. Im Epheserbrief, im 4. Kapitel heißt es, jedem hat Gott sein eigenes Maß an Gaben und an Glaube zuteil werden lassen, damit er weiß, wie er Teil des Ganzen ist, wie er dienen kann. Du verstehst dich als Teil des Ganzen. Es heißt eben im Epheser 4, die Gemeinde soll die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde auferbaut wird, damit wir zu erwachsenen Christen werden. Der Ralf, mein Papa, hat vor ein paar Wochen dieses Bild benutzt von der Kirche als ein Schiff, als so ein Rettungsschiff, was Gottes Königreich baut. Jetzt stell dir mal vor, auf dem Schiff die Besatzung, wir wären jetzt mal das Schiff, wir sind die Besatzung und keiner von uns hat einen Schimmer, was seine Aufgabe ist oder was sein Dienst ist, damit dieses Schiff vorwärts kommt. Dann sehen wir aus wie Peter Pan und seine Kindercrew. Wir düsen irgendwo ins Nimmerland, aber wir haben keinen Schimmer davon, ob das Gottes Königreich ist, ob das Gottes Wille ist oder nicht. Es ist wichtig, dass wir unser Maß an Glaube und Gaben kennen und dass wir handlungsfähig sind. Meine Eltern sitzen hier vorne, sie sagen mir auch nicht, was ich essen soll, was gesund für mich ist. Sie hoffen, dass sie mich so erzogen haben, dass ich selber weise Entscheidungen treffen kann und selbst weiß, was gut für mich ist. Der ganze Knackpunkt am Erwachsenwerden ist ja, dass wir unsere Kinder dahin führen, dass sie selber gute Entscheidungen treffen und dass wir das nicht ihr Leben lang für sie machen müssen. Als Kind steuerst du eben auf das Erwachsensein zu. Ich habe selbst 2 Kinder, der Given und die Noe. Der Given ist 4 Jahre alt und die Noe ist jetzt 10 Monate. Und sie sind unsere Kinder und sie verhalten sich auch entsprechend kindisch. Also zum Beispiel unser Sohn, der bestellt im Restaurant zu essen, bevor er gefragt wird, was er haben möchte. 5 Schilling sitzt er da und sagt, Apfelschorle und Spätzle. Und die Frau hat noch nicht mal gefragt, was er bestellen möchte. Er trompetet das einfach raus oder in der Spielgruppe sagt er seiner Leiterin, kannst du bitte schneller meine Jacke zumachen, ich möchte jetzt gehen. Ja, gut. Oder unsere Tochter, sie spuckt Essen aus, wenn es ihr nicht schmeckt und schmeißt es auf den Boden, sie krapscht fremden Leuten an die Nase und beide Kinder furzen am Tisch. Weil sie Kinder sind. Sie verhalten sich kindisch, weil sie eben Kinder sind. Aber das Ziel ist ja nicht, dass sie für immer Kinder bleiben. Das Ziel ist nicht, dass die Noe für immer Milch trinkt aus ihrer Schoppe oder dass der Given für immer mit den Händen isst. Das ist nicht das Ziel. Sie werden erwachsen und wir helfen ihnen dabei. Wir helfen unserer Tochter Noe dabei, festes Essen zu entdecken. Wir geben ihr das so, dass sie das irgendwie mit ihren 2 kleinen Zähnchen verarbeiten kann. Wir geben unserem Sohn zu jedem Essen Besteck, Messer und Gabel. Er hat überhaupt keine Lust, das anzuwenden, aber wir leben ihm vor, wie das geht und irgendwann hoffen wir, dass er dann auch mit Messer und Gabel isst. Wir helfen ihnen dabei. Sie gehören zu unserer Familie und gleichzeitig werden sie aber noch Teil von unserer Familie. Sie heißen Lip mit Nachnamen beide, so wie wir und gleichzeitig werden sie aber auch noch zu Lips. Weil wir Lips, wir schmeißen unser Essen nicht an den Boden, wenn wir fertig sind oder wenn es uns nicht schmeckt. Wir Lips, wir warten, bis alle am Tisch sind und dann beginnen wir mit Essen. Wir warten, bis wir gebetet haben und dann beginnen wir mit Essen. Wir Lips, wir kriegen keinen Wutanfall, wenn wir was nicht bekommen, was wir möchten oder sagen, du blöde Gackima, weil wir uns ärgern. So verhalten wir Lips uns nicht, aber unsere Kinder verhalten sich so, weil sie Kinder sind. Sie heißen Lip und gleichzeitig werden sie noch zu Lips und dafür brauchen sie unsere Hilfe. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu Gottes Familie. Du gehörst zu Gottes Familie. Und gleichzeitig wirst du aber noch Teil von Gottes Familie. Gott baut sein Königreich mit gewöhnlichen und zerbrochenen Menschen wie mir und dir. Aber Gott möchte gleichzeitig unser Ebenbild wiederherstellen. Er möchte unser Image wiederherstellen, damit wir seinen Familiennamen tragen und Dinge so tun, wie seine Familie sie tut. Das Ziel für uns als Christen ist es, mehr und mehr aktive Teilhaber an und Mitglieder von Gottes Familie zu werden. Und dafür brauchen wir Hilfe. Weil wir eben in Gefahr laufen, so geistige Kinder zu bleiben, die nicht erwachsen werden. Und um das zu werden, um ein erwachsener und mündiger Christ zu werden, da brauchst du andere. Du brauchst andere Menschen, die dir dabei helfen. Du brauchst Gemeinschaft, weil so eine Jüngerschaft, also wie du lernst, ein Teil von Gottes Familie zu werden, das passiert nicht hier am Sonntag in der Celebration. Das passiert in enger und in kleiner Gemeinschaft, in Nähe und Auseinandersetzung zu anderen Menschen. Und da kommst du nicht drum rum. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wer es nicht aushalten kann, in Gemeinschaft mit anderen zu sein, der sollte sich davor hüten, allein zu sein. Menschen, die danach streben, für sich alleine zu leben, stürzen in das bodenlose Loch von Stolz, Selbstherrlichkeit und Verzweiflung. Me and my Jesus, das funktioniert eben nicht.
Du brauchst andere Menschen. Das klappt nicht. Du wirst schräg und selbstzentriert, wenn du alleine bist oder schräger und selbstzentrierter, als du sowieso schon bist, als wir sowieso schon alle sind. Der Dani hat vor ein paar Wochen gesagt, es ist gut, wenn wir Menschen in unserer Group, Menschen in unserem Umfeld haben, die nicht unbedingt alles so sehen wie wir. Jemand, mit dem du nicht einer Meinung bist, mit dem du nicht übereinstimmst, das zeigt dir schlussendlich eines der wichtigsten Erkenntnisse, nämlich, dass du nicht alles weißt, dass wir nicht alles wissen. Zustimmung ist überbewertet, weil Gott nutzt andere Menschen in deinem Umfeld, um zu dir zu sprechen. Gott braucht andere, um zu dir zu reden, nicht nur deine eigenen Ohren. Überleg mal, wen Gott in dein Leben gestellt hat. Und frag dich, ob Gott sie in dein Leben gestellt hat. Vielleicht ist das eine Small Group, für die du gebetet hast, oder ein Team, wofür du gebetet hast, damit du hier Anschluss findest. Vielleicht ist das dein Ehepartner, für den du damals gebetet hast. Oder ein guter Chef. Überleg, wen Gott in dein Leben gestellt hat. Und wenn du glaubst, hey, Gott hat mich mit diesen Menschen gesegnet, dann sollten wir auch demütig genug sein zu glauben, dass Gott durch diese Menschen für uns Wahrheit und Segen vorbereitet hat. Ich glaube, dass Gott meinen Mann in mein Leben gestellt hat. Ich habe für einen Ehemann wie den Dani gebetet. Ich glaube, vor allem meine Eltern haben für einen Ehemann wie den Dani gebetet, aber ich irgendwann auch. Und das ist gut. Betet für eure Kinder, bitte. Ich habe für ihn gebetet und ich bin so froh, dass er mein Ehemann ist, aber da muss ich auch bereit sein, Wahrheit und Segen von ihm anzunehmen und zu glauben, dass Gott das für mich vorbereitet hat, weil Gott den Daniel in mein Leben gestellt hat. Wir sollten nicht so stolz sein zu denken, dass wir die nicht brauchen, dass nur meine Connection mit Gott die einzige ist, die funktioniert. Wenn Gott möchte, dass wir erwachsene und mündige Christen werden und er andere Menschen in deinem Leben dafür braucht, dann musst du dir eigentlich diese wichtige Frage stellen. Bist du in Beziehungen in deinem Leben, wo Gott die harten und die guten Dinge zu dir sprechen darf? Weil das ist die Art Beziehung, in die Gott uns pflanzt, in die Gott uns setzt. Wie solche Beziehungen aussehen, lesen wir vor allen Dingen im Buch der Sprüche. Ich liebe Sprüche. Da heißt es in Sprüche 15, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt, aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Oder ein verständiger Mensch lässt sich belehren, aber ein törichter Schwätzer richtet sich selbst zugrunde. Sprüche 10. Sprüche 27, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, aber reichlich die Küsse eines Hassers. Und ich hatte es vorher schon angesprochen, vor allem so die Briefe im Neuen Testament, finde ich, sind so wundervolle Beispiele dafür, wie der Autor sich mit den Themen der Gemeinde auseinandersetzt und Nähe zu ihnen lebt und sie eben auch ermahnt, wenn er Verhaltensweisen sieht, die eben nicht mit der Familie Gottes übereinstimmen. Zum Beispiel im Hebräer 10. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Jens, du kommst nur alle 7 Wochen zur Small Group. Warum hast du so Mühe, Commitment zu geben? Willst du dabei sein oder willst du nicht dabei sein? Oder Irmgard, jede Woche erzählst du von dem gleichen Thema und ich glaube nicht, dass du da weiterkommst. Wollen wir mal zusammen zum Detox gehen? Oder hast du dir überlegt, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen? Der Grad, wie sehr dich andere Menschen lieben, drückt sich oft aus in dem Grad an Wahrheit, den sie dir zutrauen. Ob sie bereit sind, dich in Wahrheit zu verwunden. Weil Gott uns eben in solche Beziehungen pflanzt. Weil er möchte, dass ich ihn durch andere höre und dass andere ihn durch mich hören. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du eine Predigt gehört hast oder die Bibel gelesen hast und du hast sofort an andere Menschen gedacht. Vielleicht die dir gar nicht unbedingt nahestehen, du hast einfach direkt an sie gedacht. Zum Beispiel, ja, Sprüche, wenn wir schon dabei sind. Wer unvernünftig ist, hat Spaß an Dummheiten. Ein weiser Mensch dagegen geht zielstrebig seinen Weg. Stolz führt zum Sturz, Bescheidenheit aber bringt zu Ehren. Denkst, oh, die Lena, die sollte das lesen, ich schicke ihr das mal schnell. Oder vielleicht wirst du sogar getaggt auf Social Media oder so. Guck mal, hör dir das mal an, ich glaube, das ist gut für dich. Und mir passiert das so manchmal und ich glaube aber, dass das anderen auch passiert bei mir. Dass sie das lesen und denken, das wäre gut für die Maike zum Hören. Und die schöne Wahrheit, finde ich, dahinter ist, dass es so viel besser ist, Gottes Wort gemeinsam zu hören und gemeinsam zu lesen. Es ist exponentiell mehr und besser, als wenn wir das alleine tun würden, weil eben Gott andere Menschen nutzt, um zu uns zu sprechen. Und damit wären wir wieder bei der Small Group. Ich bin echt überzeugt, dass Small Groups der Ort sind, wo wir zu erwachsenen und mündigen Christen heranreifen, wenn wir
wenn wir diese Vision dafür haben. Es passiert nicht nur dort, aber wenn die Vision stimmt, wenn wir das wollen, dann glaube ich, dass es da passiert. In Nähe und Auseinandersetzung zu anderen. Und ich hatte in vielen Phasen meines Lebens schon eine Small Group. Meine erste hatte ich, glaube ich, mit 13. Meine Taufpatin damals hat sich in mich und so ein paar Preteens investiert und ich glaube, viel mit uns über Jesus und Identität geredet. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, über was wir gesprochen haben. Aber ich weiß noch, dass wir jedes Mal gesungen haben, an jedem einzelnen Treffen. Und ich ertappe mich heute oft dabei, wie ich so an harten Tagen, wo die Kinder mühsam sind und ich mühsam bin, wo ich keine Lust habe zu beten, dass mir diese Songtexte in den Sinn kommen und ich das wie so eine Wahrheit über mein Leben aussingen kann. Und das sind nicht Lieder, die ich sonst hören würde. Aber plötzlich kommt es mir wieder in den Sinn, weil sie das wie so in mich reingepflanzt hat. Oder meine erste Small Group hier im ICF Basel hatte ich mit Rahel Maurer. Ich weiß nicht, ob ihr Rahel Maurer kennt, sie ist eine fantastische Frau. Das war meine erste Small Group, so hier, als ich hier ankam. Und mit der Rahel haben wir oft so verschiedene Formen von Gebet ausprobiert. Bei der Rahel habe ich gelernt, wie ich Rat bei Gott suchen kann und wie ich aktiv für Dinge beten kann, anstatt selber alles zu lösen oder in irgendwelche Entscheidungen reinzurennen. Rahel war damals mit dem Gabriel zusammen, heute sind sie verheiratet und ich war damals ganz frisch mit dem Dani zusammen. Das war meine erste christliche Beziehung. Da hast du so viel zu lernen und so viel zu wachsen. Und dann ist es gut, wenn du andere hast, bei denen du abgucken kannst. Sie hat mich mega inspiriert, wie sie ihre Beziehung gelebt hat und in der Small Group davon erzählt hat. Und in anderen Small Groups habe ich zum Beispiel gelernt, wie Tausch am Kreuz geht, wo ich sehr oft drüber rede. Oder wie ich mein Leben aufräumen kann und Verhaltensweisen, Dinge loswerden kann, die Gott so nicht für mich gewünscht hat. Das habe ich in Small Groups gelernt. Ich habe mir auch sagen lassen dürfen, dass ich beim Beten, wenn wir so in der Small Group zusammen beten, dass ich sehr viel so umherfloskel, anstatt so ein richtiges, ehrliches und kraftvolles Gebet zu sprechen. Und meine Small Group-Leiterin damals hat, so mit meinem Einverständnis, mir so oft in mein Gebet dazwischen gequatscht und mich unterbrochen, so Hallo Wachstumsschmerz, bis es richtig nervig war. Und bis ich es endlich gecheckt habe und bis ich angefangen habe, mein Gebet zu verändern, damit ich dort wachsen kann. Oder Gaben und Berufung. Das habe ich fast alles in der Small Group entdeckt, was meine Gaben sind, was meine Berufungen sind, wie ich darin wachsen kann, wie ich sie ausprobieren kann. Das habe ich alles in Small Groups rausgefunden, wie ich Weisheit suchen kann bei Gott und Gottes Willen für mein Leben entdecken kann. Und ich könnte dankbarer nicht sein für die Menschen, die da so mit mir gemeinsam unterwegs waren und bereit waren, mit mir zu wachsen. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Jeder ist ja an einem anderen Punkt, je nachdem auch um welches Thema es geht, wenn man wächst. Man hilft sich wie gegenseitig, aber ich brauche das und du brauchst es auch. Und bei diesem Prozess oder um herauszufinden, wo sind denn meine Wachstumsschritte, meine nächsten, wo kann ich erwachsen werden oder wo stehe ich denn überhaupt gerade, was mir da hilft, was mir übrigens auch bei meinen Kindern hilft, sie zum Erwachsenwerden zu begleiten, ist diese eine Frage, ist eigentlich eine Unterscheidung zwischen zwei Dingen. Brauchen sie Erklärung oder brauchen sie Übung? Erklärung brauchst du, wenn du etwas noch nicht verstehst oder noch nicht weißt. Warum essen wir mit Besteck? Warum beten wir vorm Essen? Ich meine, Milch ist ja nichts Schlechtes. Babys brauchen Milch. Milch sagt nur was über dein Entwicklungsalter aus. Milch ist was Gutes, wenn du erst ganz frisch mit Jesus unterwegs bist und dich vor kurzem erst bekehrt hast, dann brauchst du mega viel Erklärung. Da brauchst du jemanden, der dir erklärt, ja, wie sieht denn jetzt dieses Leben mit Jesus aus im Vergleich zu dem Leben, was du vorher gelebt hast? Wie ist denn diese Familie Gottes? Wie reden denn die? Wie beten denn die? In deiner Small Group können das vielleicht andere Themen sein. Was ist denn überhaupt Tausch am Kreuz und wie funktioniert das? Oder was sagt denn die Bibel über Großzügigkeit? Oder was sind eigentlich die Geistesgaben überhaupt? Erklärung ist was Gutes. Erklärung brauchen wir dann, wenn wir es noch nicht wissen, wenn wir es noch nicht verstehen. Oder eben brauchen wir nicht Erklärung, sondern brauchen wir Übung. Übung brauchen meine Kinder dann, wenn sie verstanden haben, wie etwas funktioniert. Aber jetzt müssen sie einfach lernen, das anzuwenden. Der Given braucht Übung, mit Messer und Gabel zu essen. Das ist nämlich mega anstrengend, wenn diese glitschige Nudel immer von der Gabel wegschwippt. Und er braucht Übung. Das ist anstrengend für ihn. Die Noe braucht Übung dabei, zu essen. Wir müssen lernen, das umzusetzen. Wie beten wir vorm Essen? Oder in deiner Small Group, weiß nicht, wie geht Tausch am Kreuz? Wie kann ich Tausch am Kreuz in meinem Alltag machen, wenn ich alleine bin? Wie kann ich das mit meinem Partner machen? Wie kann ich das mit meiner Small Group machen? Wie kann ich das am Abend machen? Wie kann ich das mit meinen Kindern machen? Wie lebe ich
Großzügigkeit, so wie es in der Bibel steht? Wie kann ich das trainieren? Wie kann ich die Geistesgaben bekommen und wie kann ich sie anwenden? Wie kann ich mehr davon bekommen? Wie kann ich besser in dem werden? Das ist Übung und Übung ist anstrengend. Üben ist anstrengend. Es ist kein Wunder, dass der Given lieber mit den Händen isst. Wenn die Nudel 3-mal weggeflutscht ist, dann gibt er einfach auf. Dann denkt er, ich nehme es einfach mit der Hand, es geht schneller. Kein Wunder möchte er, dass ich ihn jeden Morgen komplett von oben bis unten anziehe, weil diese blöden Knöpfe an seiner Hose einfach zu schwierig zugehen. Und irgendwann gibt er auf, er hat keine Lust zu üben. Das ist anstrengend. Wachsen ist unkomfortabel und anstrengend. Aber Gott schert sich mehr um unser Wachstum als über unseren Komfort. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber ihr hättet sehen sollen, als der Given zum ersten Mal diesen großen Jungsknopf an seiner Hose ganz alleine zugekriegt hat. Es war so süß, wie stolz er darauf war. Er hat sich durch die ganze Wohnung geschrien, dass er das jetzt selber geschafft hat. Ich glaube, unterschiedliche Lebensphasen brauchen unterschiedliche Übungen und unterschiedliche Erklärungen, je nachdem, wo du stehst. Jetzt nach den 5 Small Groups, in denen ich war, momentan, der Dan und ich haben 2 kleine Kinder und wir leiten gemeinsam eine Kirche. Das sind 2 sehr, sehr große Bereiche, wo ich sehr, sehr viel Wachstum brauche. Ich habe so eine kleine Mini-Small Group angefangen mit 3 anderen Pastoren aus dem ICF Movement. Wir treffen uns alle 3 Monate und schreiben kurz vorher über einen Telegram-Channel, hey, was sind so die Themen, die mich gerade beschäftigen, wo möchte ich gerne mit euch drüber austauschen, wo brauche ich Gebet? Und dann treffen wir uns online über Zoom oder so und dann tauschen wir gemeinsam darüber aus und ermutigen einander, erzählen von uns, wie wir das erlebt haben, wie wir das machen und dann nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit, um nachher füreinander zu beten. Und ich liebe diese Zeit. Ich komme da so weiter. Wie gesagt, ich habe 2 kleine Kinder, jetzt abends noch zusätzlich einen Small Group Termin, das ist in meiner Woche nicht so realistisch. Ein paar Mamas aus dem ICF Lörrach, wir haben angefangen, uns alle 2 Wochen am Mittwochmorgen irgendwo im Park zu treffen, wenn es kalt ist in der Location. Und wir haben gemerkt, wir brauchen Wachstum, wir Mamas. Wir haben diese kleinen Kinder, auf die wir schauen und das ist anstrengend und mühsam. Und wir brauchen ganz viel Wachstum dabei, denen beim Wachsen zu helfen. Momentan, wir schaffen es nicht immer, uns zu treffen, ständig ist jemand krank oder wir rennen den Kindern hinterher. Aber wir als Gruppe, wir wachsen auch. Wir kommen irgendwann dahin, wo wir merken, jetzt haben wir diese Gemeinschaft, wo wir direkt zum Punkt kommen, direkt austauschen können, direkt ins Gebet kommen und nicht diese Aufwärmphase brauchen. Wir wachsen auch noch. Das sind so meine 2 Gruppen, die ich so habe. Und ich weiß nicht, wo du bist, auf dem Weg, ein erwachsener Christ zu werden. Wo brauchst du Übungen, wo brauchst du Erklärungen? Vielleicht bist du in einer Small Group und wenn du ganz ehrlich bist, dann findet bei euch nicht wirklich Wachstum statt. Ihr habt eine gute Zeit, ihr habt eine tolle Gemeinschaft, aber ihr helft euch nicht dabei, zu erwachsenen, mündigen Christen zu werden. Dann ändert was oder sagt Tschüss mit einem Lächeln auf dem Gesicht, no hard feelings, ihr seid tolle Menschen, aber wenn ihr nicht wachst, wenn ihr nicht zu erwachsenen Christen werdet, dann seid ihr keine Small Group. Und dann solltet ihr was ändern, um euch dabei zu helfen. Vielleicht hast du gar keine Group. Dann such dir eine. Es muss ja nicht eine Abendgruppe sein. Es kann ja irgendwas sein. Es kann zu zweit sein. Nachher ist dieser Small Group Marketplace. Geh zu den Ständen hin, frag vielleicht die Leute, die da sitzen, und was macht ihr, um zu erwachsenen Christen zu werden? Und dann lass dich mal überraschen, was sie antworten. Oder wachst ihr in eurer Gruppe? Wenn da nichts für dich dabei ist, dann starte selber was. Es braucht nicht so viel. Du musst dich einfach mit Menschen zusammentun, mit denen du nicht unbedingt einer Meinung bist, aber die wachsen wollen, die sagen, ich möchte gerne erwachsener Christ werden. Und dann helft ihr euch gegenseitig dabei. Vielleicht leitest du eine Small Group und du merkst, hey, das ist mega anstrengend. Du wünschst dir, dass das passiert, dass in deiner Gruppe Leute wachsen. Aber irgendwie ist es mega mühsam. Dann lass dich ausrüsten, egal wie lange du schon eine Small Group leitest. Wir haben Anfang Juni ist unser neues Leadership Training. Da gibt es einen Abend extra für Small Group Leiter. Lass dich ausrüsten, weil es ist anstrengend und herausfordernd, eine Small Group zu leiten. Es ist so was Gutes, aber wir müssen ausgerüstet werden. Wir müssen ehrlich mit uns sein, dass wir eben auch nicht alles gut können. Dann lass dich ausrüsten dafür. Und du bist übrigens nicht für das Wachstum deiner Leute in deiner Gruppe verantwortlich. Wenn du in einer Gruppe bist, dann musst du selbst wachsen wollen. Du musst dahin kommen mit dem Wunsch zu wachsen, erwachsen zu werden und dass andere dir dabei helfen. Dein Small Group Leiter ist dafür nicht verantwortlich. Du musst das selbst wollen, weil du bist auch die Person, die andere Leute brauchen, um wieder zu wachsen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du keine Group und bist in den letzten Jahren durch
durch sehr viele Wachstumsschritte durchgegangen, die vielleicht auch sehr schmerzhaft und anstrengend waren. Und jetzt kannst du endlich die Früchte davon genießen. Und jetzt in eine Gruppe gehen, denkst du, habe ich gar keine Lust drauf, da ist so viel passiert. Dann bist du ein Geschenk und ein Segen für diese Kirche. Du bist dann die Person, die anderen wieder beim Wachsen hilft. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir beim Wachsen helfen, die irgendwie weiter als ich sind, in den Punkten, in denen ich Wachstum brauche. Dazu sind wir berufen, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, Jesus ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen. Und dafür möchte ich ganz zum Schluss beten, dass Gott uns zeigt, dass Gott wie so sein Finger so ganz sanft und ganz vorsichtig an die Stellen legt, wo er sagt, hey, hier kannst du wachsen. Hier habe ich was für dich vorbereitet, worauf du dich freuen kannst. Hier brauchst du Menschen, die in dich reinreden. Ich brauche Menschen, um zu dir zu reden. Ich möchte für uns alle beten und ich möchte dich bitten, dafür aufzustehen. Du darfst deine Augen schließen, wenn du möchtest. Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, dass wir deine Kirche sein dürfen und dass wir damit rechnen können, dass dein Heiliger Geist hier ist. Dass er mit Wahrheit und Liebe auf uns wartet. Auf mich wartet, auf die Menschen hier wartet. Ich bete, dass du zu jedem sprichst, der ein offenes Herz hat für deine Stimme, Gott. Ich bete, dass du diese nächsten Momente, wo wir nochmal in gesungene Gebete einsteigen werden, Gott, dass du die nutzt, um den Finger auf etwas zu legen, was wir sehen dürfen mit deinen Augen. Danke, dass du jetzt sprichst. Vater im Himmel, ich segne uns, mich inklusive, mit einem neuen und einem frischen Bild von Kindschaft unter dir. Wir sind deine Kinder, wir sind deine Töchter, wir sind deine Söhne. Du bist der Gott, der zählt, wie viele Schritte wir machen und nicht, wie oft wir hingefallen sind. So wie wir das auch bei unseren Kindern machen. Du bist so ein liebevoller Gott. Du hast so eine Freude an uns. Du liebst uns so sehr. Vor dir sind wir genug, Gott. Danke, dass nicht zählt, ob wir rechtschaffen sind, sondern Jesus, dass deine Rechtschaffenheit genug ist. Dass wir Anteil haben an der Rechtschaffenheit, die du gibst. Dass wir nichts tun müssen, um genug zu sein. Dass wir Teil deiner Familie sein dürfen. In 2. Korinther steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und Gott, dafür danke ich dir, dass du der bist, der dieses Wachstum bringt, dass du der bist, der uns verändert. Ich danke, dass du jetzt zu uns geredet hast, wo wir Wachstum brauchen. Vielleicht ist es darin, wie wir unsere Feinde lieben, wie wir mit unserem Geld und mit unserer Zeit umgehen. Danke, dass du den Finger da drauf legst, weil du möchtest, dass wir frei sind. Da, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Vielleicht ist es, wie wir mit unserem Ehepartner reden oder über ihn denken. Vielleicht ist es, wie wir mit unseren Kindern reden oder wie wir über uns selbst denken, dass wir immer noch denken, wir müssen es tun, wir müssen gut genug sein für dich. Danke, dass du da jetzt reinredest, Gott, und Freiheit bringst.
Vielleicht ist es, wie wir über andere Menschen denken, wie wenn wir im Bus sitzen oder in der Tram, wenn wir andere beobachten. Gott, du hast uns berufen, Segensbringer zu sein und ein Licht und ein Salz auf dieser Welt. Vielleicht ist es in dem, dass wir nicht glauben, wir haben was zu geben. Wir glauben nicht, dass unser Gebet gut genug ist. Wir beten lieber nicht für andere Menschen, weil wir nicht denken, dass es reicht für deine Herrlichkeit, Gott. Du bist der Beginner und der Vollender unseres Glaubens. Danke, dass wir genug sind. Vater, ich segne alle Small Groups und alle Small Group Leiter, die in diesem Raum sind, mit Weisheit und mit deiner Führung, dass sie Erkenntnis darüber bekommen, was du tun möchtest, Gott, dass wir in deine Bewegung mit aufspringen dürfen und deinen Willen tun auf dieser Erde. Ich segne die Small Group Leiter mit Weisheit für alle, die in ihrer Small Group sind. Und ich segne uns mit einem Hunger zu wachsen, zu erwachsenen Christen zu werden, Gott, die ein aktiver Teil deiner Familie sind. In Jesu Namen bete ich das. Amen.